Das Reintesten vor Veranstaltungen oder Hotelurlauben, die aktuelle Impfstrategie oder auch die Schulschließungen. Ja, es gibt aktuell wohl kein Thema, an dem die FPÖ nicht schon seit Wochen oder eigentlich seit Monaten heftigst die Regierung kritisiert. Ja, zur aktuellen Situation ist jetzt der Clubobmann bei uns zu Gast. Herbert Kickl, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ja, Corona-Tests vor Veranstaltungseintritten oder wenn man Urlaubsantritte hat und in ein Hotel hinein möchte. Was ist eigentlich an dieser Grundsatzidee wirklich schlecht? Ich glaube, man muss grundsätzlich einmal festhalten, dass die Regierung einen fundamentalen Fehler macht. Und da ist sie leider nicht alleine. Das machen andere Regierungen auch, das macht die Sache aber nicht besser. Und zwar eine Gesundheitspolitik unter Anführungszeichen so zu gestalten, dass man davon ausgeht, dass mehr als 99% der österreichischen Bevölkerung infiziert oder krank sind und weniger als 1% quasi gesund. So tut die Regierung. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Und allein wenn Sie sich diese Zahlenrelation ansehen, dann werden Sie drauf kommen, dass das Ganze überhaupt keinen Sinn macht, weil Sie hier mit einem Test arbeiten, der de facto keine Infizierten findet. Und wenn er einen positiv Infizierten findet, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit mehr als 70%. Also was wollen Sie mit dem Zeug? Dazu kommt dann diese seltsame Regelung mit den 48 Stunden, die das Ganze Gültigkeit haben soll. Und es hat sich kein Mensch überlegt, wie das dann in der Praxis funktionieren soll. Dann fahren Sie in ein Hotel, dann müssen Sie alle 2 Tage sich mit dem Stabal irgendwo in die Nasen fahren. Wenn Sie dann irgendwo etwas feststellen, gehen Sie dann dort im Hotel in Quarantäne, wird das dann von außen verplombt. Wer kontrolliert das alles? Steht vor jedem Hotel oder vor jedem Kino und sonst irgendwas die Polizei? Das ist doch alles ein blanker Unfug, was da passiert. Dem Grunde nach wäre aber das Gefühl, sich in einem sicheren Umfeld zu bewegen, wenn es denn funktionieren würde. Und über die Glaubwürdigkeit der Tests kann man sicher diskutieren. Da gibt es natürlich Wissenschaftler, da muss man diskutieren, obwohl die Werte ganz allgemein höher eingeschätzt werden, aber sicher nicht 100%. Keine Frage. Aber trotzdem, würde es funktionieren, wäre es ja an sich gut zu wissen, man wäre in einem sicheren Umfeld, oder? Es wird Sie vielleicht überraschen, aber Sie sind in einem sicheren Umfeld. Die Regierung versucht Ihnen nur permanent das Gegenteil zu erklären. Und jetzt verstehe ich schon die Not des Bundeskanzlers. Jetzt hat er überteuert mit seinem Besuch in der Schweiz da Tests angekauft, hat den Österreichern erklärt, Anfang Dezember letzten Jahres, jetzt müsst ihr alle hinpendeln zu diesen Massentests, die eine Gültigkeit von vielleicht einmal 12 Stunden haben. Dann ist das Ergebnis de facto 0 wert. Und hat dann allen Ernstes gemeint, die Österreicher sind so blöd, um nicht zu wissen, dass man am Anfang an Dezember einen Test macht, dass das mit einem sicheren Weihnachtsfest überhaupt nichts zu tun hat. Jetzt sitzt er auf diesem Zeug und seitdem ist er krampfhaft irgendwie darum bemüht, diese Tests zum Einsatz zu bringen, weil sonst hat er ja ein Problem. Da hat er Millionen hinausgeschmissen und das ist für einen Bundeskanzler unangenehm. Obwohl das Wort testen nicht nur Sebastian Kurz erfunden hat, das ist auf wissenschaftlicher Basis weltweit eigentlich ausgerollt und auch bei Politikern aus der Opposition. Man muss ein bisschen aufpassen, was man damit meint. Wenn Sie diese Tests zum Einsatz bringen, wenn es darum geht, die besonders schützenswerten Gruppen zu schützen, ja, dann kann das einen Sinn machen. Ja. Allerdings in dem Bereich hat ja die Regierung vollkommen versagt, denn die Leute sterben ja genau dort, wo es eigentlich relativ einfach wäre, diese Schutzmaßnahmen zu setzen, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen. Und das ist wirklich eine Meisterleistung, das zustande zu bringen, das ganze Land an den Rand des Abgrunds oder darüber hinaus zu führen, den Arbeitsmarkt zu ruinieren, die Wirtschaft zu ruinieren, in den Schulen Chaos zu stiften und gleichzeitig diese besonders schützenswerte Gruppe nicht zu schützen mit all den Maßnahmen. Sie meinen, man testet jetzt die Falschen sozusagen. Die Strategie vor den Hotels, vor den Veranstaltungen sind nicht jene, die geschützt werden müssen. Das ist vollkommen sinnlos. Sie finden ja bei den Massentests, 30%, glaube ich, haben sich da dann überreden lassen, haben dann dort mitgemacht. Sie finden ja keine Infizierten. Das muss man ja irgendwann einmal auch zur Kenntnis nehmen. Und ein positiver Test heißt noch lange nicht, dass ich dieses Covid-2, also dieses SARS-CoV-2-Virus habe. Es heißt noch lange nicht, dass ich krank bin. Und diese Dinge muss man halt alle irgendwo zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, sie passen nicht in die Erzählgeschichte, in die Erlösungsgeschichte des Sebastian Kurz, aber das sind die Fakten. Und noch etwas, weil Sie gesagt haben, das macht man überall. Wissen Sie, das kenne ich aus der Frage der Zuwanderung und der Asylpolitik auch. Dort haben wir alle Jahre lang die gleiche falsche Richtung eingeschlagen, bis einmal einer daherkommen ist, der hat Viktor Orban geheißen und der hat gesagt, es ist viel, viel besser, wir bauen einen Zaun und wir lassen niemanden herein. Und nach sind die dann draufgekommen, dass das gar nicht so blöd ist und haben versucht, ihn nachzuahmen. Gut, trotzdem, die Teststrategie per se jetzt, in welcher Zielgruppe auch immer, aber Testen per se ist relativ unbestritten, auch in der Wissenschaft. Nein, ganz genau, aber eines nein, noch. Das ist es nicht.
nicht. Das ist ein Unfug, das ist eine Behauptung, weil die Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt Wissenschaftler, die das behaupten und es gibt Wissenschaftler, die anderes behaupten. Und was mich so stört ist, es ist überhaupt unglaublich unwissenschaftlich, eine Diskussion zu verhindern. Wissenschaft lebt von der Skepsis. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir heute noch eine Medizin, die sagen würde, der Aderlass ist der Weisheit letzter Schluss bei allen Krankheiten. Gut, diskutiert wird ganz schön intensiv, jetzt schon seit vielen, vielen Monaten. Aber der Unterschied zwischen den... aber nicht wertfrei. Das ist das große Problem. Denn wenn Sie heute eine Position einnehmen, die nicht mit der Regierungslinie übereinstimmt, dann sind Sie im besten Fall Aluhutträger und im schlimmsten Fall ein Staatsgefährder. Und da muss ich sagen, weit haben wir es gebracht. Und da kämpfen wir natürlich auch für diese Grund- und Freiheitsrechte. Also so wird es nicht sein, dass die mit ihrem totalitären Kurs da einfach durchmarschieren. Totalitär, diese Worte kann man jetzt einige Mal, ich komme zu den Zitaten noch, aber grundsätzlich noch einmal, wenn es darum geht, zu einem Konzert zu gehen, die derzeit ja nicht stattfinden könnten und dann aber eben schon, wenn alle, die zu dem Zeitpunkt, wo sie reinkommen, mit Tests, die eine gewisse Fehleranfälligkeit haben, aber trotzdem in dem Moment nicht positiv sind, dann ist das etwas anderes als wie in einem Hotel, wo man sich tatsächlich die Frage stellen muss, was ist am 3., 4., 5. Tag. Aber in dem Moment, wo alle reingehen bei der Kassa, wenn sie da sozusagen negativ sind, vermittelt das ein Gefühl von Sicherheit. Jetzt frage ich mal, wie stellen Sie sich denn das vor? Also wie groß darf denn dann ein solches Konzert dann sein? Wie groß ist die Menschenschlange, die dann dort ansteht, um diese Tests dann durchzuführen? Was machen Sie denn, wenn dann jemand dort einen positiven Test hat? Den muss ich dann möglicherweise gegenchecken, alle mit in Quarantäne nehmen, die neben dem gestanden sind, und dann haben sie einen negativen Test und dann müssen sie sich erst die Maske aufsetzen. Dann frage ich mich, wofür ist das gut? Jetzt hat man uns erklärt, die Maske schützt. Schützt sie jetzt oder schützt sie jetzt nicht? Wofür brauche ich die Maske, wenn ich den negativen Test habe? Das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und das ist das, was mich stört. Und dass man dann noch hergeht und diese Zwangsmaßnahme, weil was anderes ist es ja nicht. Wenn ich mich dann nicht testen lasse, nach den Plänen der Regierung bin ich Bürger zweiter Klasse, dann darf ich dort nicht rein und dort nicht rein und dort nicht rein, aber Steuern zahlen darf ich schon. Und das ist dann die Testapartheit in Österreich. Und das ist der Weg in den Totalitarismus. Da hat sich der Herr Kurz zu viel Anleihen in China genommen. Was Sie ja auch stört, ist, dass das Gesetz, das jetzt im Raum steht und auch beschlossen wurde, einen Spielraum für Verordnungen erlässt, wo der Gesundheitsminister dann, wie es derzeit aussieht, den Hotelbereich und den Veranstaltungsbereich, aber möglicherweise auch die Gastronomie einschließt. Das ist offen und wird je nach Infektionszahlen festgelegt. Das stört Sie. Ja, das stört mich, weil wenn jemand in den letzten Monaten bewiesen hat, dass er nicht dazu in der Lage ist, verfassungskonforme Verordnungen zu erlassen, dann ist es der Herr Gesundheitsminister. Und der kriegt jetzt einen Freifahrtschein, quasi die tiefsten Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte vorzunehmen, die wir da im letzten Jahr erlebt haben. Also die Verordnungen des Herrn Anschober haben die juristische Qualität sozusagen, das kann man 1:1 verschieben, das entspricht in etwa der akademischen Qualität der Abschlussarbeiten der Frau Aschbacher. Ich habe gewartet, wie lange es benötigt, dass Sie die Frau Aschbacher erwähnen. Wir haben jetzt 8 Minuten, das ist ganz schön in Ordnung. Naja, es ist ja auch wirklich kein alltägliches Ereignis, dass man da jemanden erwischt, der erstens einmal die Zeit findet, in der größten Krise des Arbeitsmarkts als zuständige Arbeitsministerin eine Diplomarbeit oder eine Dissertation sogar zu schreiben und zu verteidigen an der ehrwürdigen Universität von Bratislava. Da lachen ja eh schon die Hühner. Ja. Aber immerhin, die Zeit hat sie sich angeblich genommen. Das ist das eine. Und dann noch so etwas zusammenfabriziert. Ich meine, das ist ja ein Wissenschaftsskandal und ein Regierungsskandal erster Ordnung. Muss man sich jetzt zum Glück nicht wirklich tangieren. Sie ist jetzt auch nicht hier, aber wenn das ein freiheitlicher wäre. Kann sich jeder ein eigenes Bild sowieso drüber machen. Die Impfstrategie und die Logistik dahinter wäre Chaos, sagt sinngemäß Ihre Stellvertreterin Dagmar Belakovic jetzt erst vor wenigen Stunden. Da muss man sagen, ja, der Start der Impfung war tatsächlich holprig und das ist vielleicht sogar noch vorsichtig gesagt, wurde dann ja auch etwas vorgezogen, aber trotzdem, das Hantieren mit einem Impfstoff, der bei minus 70 Grad gelagert werden muss und dezentral verimpft wird, ist objektiv gesagt auch de facto nichts Einfaches. Auch wenn Sie da jetzt natürlich wieder genügend Gründe finden werden, wieso man da monatelang nichts getan hat. Aber naja, das ist aber schon einmal die erste berechtigte Frage. Nicht? Also wenn die Regierung hergeht und sagt, wir setzen alles auf die Impfung, dann möchte man eigentlich davon ausgehen, dass man sich schon mit einem gewissen Vorlauf überlegt hat, wie man diese Sache angeht. Und sage ich mal, das mag schon sein, dass das alles schwierig ist mit der Lagerung, aber so schwierig wäre es dann auch nicht gewesen, dass man dann noch mit dem Blackhawk-Hubschrauber in der Gegend herumfliegen hätte wollen von Seiten der Bundesregierung, um ja irgendwelche Medienbilder zu produzieren, die dann wieder zeigen, welcher super Zampano man nicht ist. Also das ist von vorne nach hinten ein Knieschuss, den man da auch im Zusammenhang mit der Impfung produziert hat. Und mir ist ja eines wichtig, ich bin ja kein Impfgegner.
Das bin ich ja nicht. Ich bin ja gegen diverse Sachen auch geimpft. Ja, aber ich habe schon ein Verständnis dafür, dass die Bevölkerung sagt, da kommt jetzt etwas völlig Neues auf uns zu, wo ja auch die Pharmakonzerne, die es entwickelt haben, gesagt haben, also bitte, wir übernehmen die Haftung nicht, weil die Politik hat von uns verlangt, dass wir das in einem Rekordtempo entwickeln. Ja. Jetzt gibt es auch nur eine sogenannte bedingte Zulassung. Dann wird man schauen, wie ist das mit den eingemeldeten Reaktionen, Nebenwirkungen und Folgen. Dann kann man mal eine zusammenfassende Studie machen, nach 2-3 Jahren. Ja. Aber bitte, wir übernehmen keine Haftung. Na, das ist ja auch recht vielsagend, gut, möchte ich meinen. Ja? Also es soll sich jeder überlegen, ob er das für sich will. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil wir nicht die Situation haben, dass 99% krank sind, sondern es ist genau umgekehrt. Gut, das ist vor Impfungen ja häufig so, dass nicht die ganze Bevölkerung sterbenskrank ist, sondern man versucht ja genau das zu verhindern. Jetzt, RMA-Impfstoffe sind das eine und die sind tatsächlich neu. Es kommt auch ein vektorbasierter Impfstoff, mutmaßlich von AstraZeneca. Die Zulassung gibt es noch nicht, sie wird wohl kommen. Werden Sie sich mit einem dieser Impfstoffe impfen lassen? Na, wozu soll ich mich impfen lassen? Ich sage, wozu soll ich mich testen lassen, wenn ich keine Symptome spüre? Ich tue ja nicht jeden Tag 3-mal Fieber messen, ja, wenn mir nichts fehlt. Ja? Und das ist überhaupt ein Wahnsinn, dass man de facto alle Regeln der Medizin auf den Kopf stellt. Ja, ja, aber die Frage, zum einen, ich sehe keinen Grund, mich testen zu lassen, wenn ich keine Symptome habe, und ich sehe auch keinen Grund, mich impfen zu lassen. Wozu? Da habe ich eher ein Vertrauen in mein gutes Immunsystem. Das ist übrigens auch etwas, was mir völlig fehlt in der ganzen Debatte. Die Frage, ja, was kann man denn eigentlich tun, um sozusagen den eigenen Organismus zu stärken? Da schauen alle nur wie gebannt auf dieses Virus, ja, und seine Mutationen. Lustigerweise heißt es jetzt Britenvirus. Seitdem die Briten draußen sind aus der EU, aber wehe, jemand würde China-Virus sagen, dann wäre der Teufel los. Also es ist alles eine sehr, sehr verkorkste Situation, möchte ich sagen. Und was mir auch noch stört, ist beim Impfen, für diejenigen, die sich impfen lassen wollen, die können sich ja den Impfstoff auch nicht aussuchen. Ne? Da haben wir die Zwei-Klassen-Medizin. Ja. Den VIP-Impfstoff für den Herrn Kardinal, für die Herrschaften im ORF und für wen auch immer, und den billigen, jetzt hätte ich bald gesagt Fusel, aber den billigen Impfstoff dann für das Volk. Also da kann sich auch jeder seinen Teil denken. Mit billig meinen Sie wahrscheinlich den vektorbasierten? Naja, der eine kostet 14 Euro, ja. die Einheit, und der andere nicht einmal 2. Dafür gibt es ja aber schon länger und die Nebenwirkungen sind dort offenbar besser abschätzbar. Aber sei es drum, wir werden es jetzt hier nicht lösen können. Thema Schulöffnungen, auch so eines. Heute hat erst vor kurzem hier der Unterrichtsminister gesagt, am 25. Jänner wird definitiv aufgesperrt. Die FPÖ hat seit Monaten kritisiert, dass die Schulen geschlossen werden. Es hat so ausgesehen, als könnte die Schulschließung jetzt verlängert werden bis zu den Semesterferien. Und jetzt offenbar ein Machtwort des Unterrichtsministers. Bekommt er da jetzt plötzlich ein Lob von Ihnen, dass er doch aufsperrt? Ja, also warum soll man jetzt jemanden loben dafür, dass er eine Selbstverständlichkeit umsetzt? Das ist ja das, was ich mir eigentlich von einem Regierungspolitiker erwarte. Ja. Eigentlich müsste man schimpfen, dass er nicht schon früher versucht hat, sich gegen die aberwitzigen Schließungsfantasien des Bundeskanzlers auch im Schulbereich durchzusetzen. Aber glauben wir, naja, was nutzt der Versuch, wenn er nicht erfolgreich ist? Aber man muss natürlich auch dazu sagen, glauben tue ich es erst dann, wenn es stattgefunden hat. Ja. Es heißt, die Regierung stiehlt den Kindern die Zukunft. Sinngemäß, Sie haben das jetzt gesagt vor ganz wenigen Tagen. Aber ganz ehrlich, ist es nicht extrem polemisch, wenn es schon offenbar darum geht, Gesundheitsschutzmaßnahmen auch bei den Kindern zu installieren? Also ich kann ja nur Studien zitieren, die nachweisen, und da darf ich zum Beispiel verweisen an die Münchner, ich glaube Ludwig-Maximilian-Universität, die sagt, dass Kinder in diesem ganzen Infektionsgeschehen eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Aber doch auch eine. Ja, aber Herr Koller, jetzt drehen wir es einfach einmal um. Wenn Sie so Angst haben vor einer Infektion unter Kindern und vor einer Krankheit, wo man dann vielleicht eine Woche Fieber hat, wenn es hochkommt bei Kindern, dann müssen Sie jeden Herbst, wenn die Influenza-Saison beginnt, und das wird Ihnen jeder Volksschullehrer dann auch sagen, dann müssen Sie jeden Herbst die Schulen zusperren, weil da passiert nämlich genau das. Dann haben wir dann jeden Herbst einen Lockdown, da haben wir jeden Herbst einen Ausnahmezustand, da haben wir jeden Herbst dann Kurzarbeit, da haben wir jeden Tag sozusagen ein Herunterfahren der Gesellschaft. Das machen wir aber nicht. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, und ich verstehe nicht, warum man alle diese Dinge jetzt auf den Kopf stellt. Okay. Das ist logisch nicht zu erklären. Die SPÖ stimmt mit der Regierung. Nicht zuletzt auch heute, da waren auch die Neos dabei, aber die SPÖ verhält sich zuletzt durchaus, wie soll ich sagen, kooperativ. Möglicherweise werden auch die Vorschläge der SPÖ-Vorsitzenden jetzt mehr aufgenommen, wie auch immer. Sie stellen ständig in den Raum einen möglich fliegenden Koalitionswechsel der türkisen ÖVP von den Grünen zur Sozialdemokratie. Alle handelnden beteiligten Personen
lehnen das strikt ab, sagen, das ist frei von Herbert Kickl erfunden. Nein, das ist nicht frei erfunden, sondern ich bin ja selber von verzweifelten Sozialisten kontaktiert worden, die mir gesagt haben, bitte sagst du einmal, weil wir dürfen es nicht sagen, sonst haben wir innerparteilich ein Problem, weil wir können ja unseren Wählern schon immer erklären, warum wir einen derartigen Schlingerkurs hinlegen. Ja? Und deswegen habe ich das gesagt, weil einen Tag ist man gegen dieses sogenannte Freitesten, ein unglaublich schönfärberischer Begriff, eine Vergewaltigung des Wortes Freiwilligkeit in Wahrheit. Ja? Am nächsten Tag kriegt das Ganze ein neues Marschall, der gleiche Mist wird anders verpackt und neu etikettiert und dann ist man plötzlich dafür. Das versteht ja kein Mensch mehr und deswegen habe ich den Leuten auch den politischen Hintergrund versucht zu erklären und gesagt, naja, dieser sogenannte Eintrittstest ist in Wahrheit sowas Ähnliches wie die Eintrittskarte der Frau Rendi Wagner, die ja gar nicht erwarten kann, den Anschober abzulösen. Das ist ja der Hintergrund und die waren sich ja schon eins, der Herr Kurz und die Frau Rendi Wagner und dann haben ein paar beherzte Sozialisten in den Ländern eingegriffen und haben gesagt, also bitte nur über unsere Leiche. Überall wird gesagt, Sie streuen da ganz bewusst einen Keil zwischen Türkis-Grün, nur damit es sozusagen ordentlich kracht und Funken fliegen. Also da brauchen Sie sich ja nur die Körpersprache zwischen den Handelnden anschauen. Da braucht es kein Herbert Kickl dazu, um einen Keil hineinzutreiben zwischen Rudi Anschober und dem Bundeskanzler. Gut, Beispiel, weil wir gerade vorher vom Impfen geredet haben. Da hat ja der Bundeskanzler in der Kronenzeitung behauptet, am 3.1., wo das ganze Desaster da aufgeflogen ist rund um die Impfungen, dass nichts weitergeht, dass er ja und Österreich da direkte Kontakte hat, glaube ich, mit BioNTech und mit Pfizer und er wird dafür kämpfen, dass wir da zusätzliche Impfdosen kriegen. Und gestern sagte in einer Anfragebeantwortung der Gesundheitsminister auf genau die gleiche Frage, ob es das alles gibt, sagt er, das ist gar nicht möglich, weil es gibt EU-Verträge und die verbieten das und keiner hat mit BioNTech Pfizer geredet. Also einer von den zwei liegt und da sehen Sie schon, wie das Verhältnis der beiden untereinander ist. Das mag nicht immer das Beste sein, aber das ist nur nicht unbedingt ein Anlass für einen fliegenden Koalitionswechsel. Aber wir haben es jetzt besprochen. Verstehen Sie eigentlich Wutwirte, die öffnen, trotz Lockdown? Ja, also ich meine, wenn jemand so verzweifelt ist, dass er nicht mehr weiß, wie er seine Kinder ernähren soll, dann verstehe ich das. Und ich verstehe auch, dass der Protest immer größer wird. Die Leute durchschauen ja, dass das hinten und vorne nicht zusammenpasst, dass jede Planbarkeit, sozusagen jede Form der Zuverlässigkeit fehlt. Man weiß ja heute nicht, was am nächsten Tag sein wird. Was glauben Sie, was ich Post kriege, vor allem auch von verzweifelten Frauen und Müttern, die diese Schulproblematik am Hals haben, die nebenher dann sozusagen auch die Sorge haben um den Arbeitsplatz. Dann kommen vielleicht noch Eltern oder Verwandte im Pflegeheim dazu. Ja, das ist ja eine Gesamtbelastung, die hält man ja nicht aus. Und dann fragt man sich, wofür das Ganze? Natürlich verstehe ich das und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dieser Protest wird noch viel, viel lauter werden. Da wird sich die Regierung daran gewöhnen müssen und ich glaube, dass die besten Tage von Sebastian Kurz hinter ihm liegen. Das hat kommen müssen, es kommt immer. Kriegen Sie eigentlich auch Post von Menschen, die sagen, lieber Herbert Kickl, Sie haben sich in den letzten Diskussionen so aufgeregt, mental und emotional, passen Sie auf Ihre Gesundheit auf, sonst könnte das auch übertrieben werden? Gibt's solche Nein, das bekomme ich nicht, aber ich glaube, da gibt es sehr viele, die wissen, dass ich eigentlich eine recht robuste Natur bin. Ja, ich halte schon etwas aus, da muss sich niemand Sorgen machen und ich bin auch ein Vertreter dessen, dass nicht sozusagen Emotionalität etwas Schlechtes ist und dass wir alle wie Maschinen agieren müssen, sondern wenn mich etwas aufregt, dann merken das die Leute auch. Dann sage ich, das kommt von Herzen und ein gutes Argument mit einer gewissen Leidenschaft vorgebracht ist ja noch viel besser, als wenn man spricht, als wie ein Sprechroboter. Aber innerlich sind Sie mit sich selbst und Ihrer Rolle, die Sie ja jetzt haben, und Sie sagen ja nicht ganz so unrecht, es gibt häufig ein Miteinander der Regierung mit zumindest der SPÖ, teils auch mit den NEOS. Der Einzige, der sich wirklich da ein bisschen wie das Krokodil hinstellt, ist der Herbert Kickl. Die Rolle ist okay für Sie. Ja, ich sage ja auch nur das, was sich sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung auch denken. Und dann ärgert es mich, wenn man versucht, hier sozusagen so zu tun, als wäre man super tolerant von Seiten der Regierung, insbesondere die Grünen, das sind ja die tolerantesten überhaupt, und dann halten sie es nicht einmal aus, wenn man eine andere Meinung hat. Ja, da wird man dann verächtlich gemacht, ausgelacht oder eben zum Staatsfeind erklärt. Und das sind Tendenzen und Entwicklungen, wo ich sagen möchte, in ein paar Jahren dann guten Gewissens, ich habe von Anfang an dagegen gekämpft. Ich habe nicht zugesehen, weil hinten nach, wenn es dann zu spät ist, naja, dann haben wir nichts mehr davon. Herbert Kickl, einmal mehr vielen Dank für den Besuch im Studio und danke für die vielen Themen, die wir besprochen haben. Gerne. Ja, das neue Gesetz zum Reintesten wurde heute im Parlament beschlossen. Die FPÖ war dagegen, die anderen haben mitgestimmt. Was das heißt, wird in den Verordnungen der nächsten Tage und Wochen festgelegt. Wir werden das natürlich genau beobachten und darüber berichten. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema. Auf Wiedersehen.